Sie ist ein Kleinod, das aus der Landschaft hoch über Lahnstein eindrucksvoll hervorsticht. Die Allerheiligenkapelle. Hier steht sie mit Blick auf die sich durch enge Bergketten windende Lahn. Von hier oben hat man einen wunderbaren Ausblick über die Burg Lahneck zum Hunsrück drüben, auf der anderen Seite zum Taunus. Und es ist herrlich gelegen, ein herrlicher Spaziergang, den man rund um die Kirche machen kann. Die heutige Kapelle befindet sich auf einer 170 Meter großen Bergkuppe, die bis zum Mittelalter als Oelsberg bekannt war, danach als Kreuzberg. Nachdem auf Initiative des Niederlahnsteiner Frühmessers Johann Philipp Drabach bereits im 17. Jahrhundert eine kleine Kapelle und Eremitage errichtet wurde, erhielt die Anhöhe den Namen Allerheiligenberg. Der Allerheiligenberg ist entstanden aus einer Einsiedelei im 17. Jahrhundert. Um die Jahrhundertwende 1900 hat man dann diese Kirche hier gebaut. Ursprünglich sollte es eine Erinnerungskirche an die Gefallenen aus dem Krieg 1870-71 sein. Sie wurde aber dann Wallfahrtskirche und wir können unterwegs von Niederlahnstein hier oben zum Allerheiligenberg ja noch Heiligenhäuschen feststellen, wo die einzelnen Geheimnisse der Rosenkränze dargestellt sind. Ab dem Jahre 1919 nahm sich die Gesellschaft der Oblaten der makellosen Jungfrau Maria dem Wallfahrtsort an. Ja, es ist eine Kapelle, die jahrzehntelang betreut wurde von den sogenannten Hünfelder Patres, die leider die Kirche im vergangenen Jahr aufgegeben haben, sodass wir heute diese Kirche nur noch für besondere Ereignisse oder aber Trauungen benutzen. Und dafür ist sie immer noch ein wundervoller Ort, der im Übrigen täglich von 10 bis 17 Uhr zur Einkehr, insbesondere im geistigen Sinne, einlädt. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis ist eine Reihe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.